Das Waldcamp von Hörm geht in die zweite Runde. Und wir fragen uns, dass sie wer live dabei sind. 3 Tage lang sind unsere 6 wunderbare Kandidaten hier nur zusammen im Wald. Und das kann nicht schöner werden hier. Sei an die Bildschirme drückt immer noch anrauben und sagen, wer von den Waldbewohnern eher sympathisch ist. Aber wer geht hier letzten Endes als Siegerin? Wer hätte Erharte Tuhuse all erobert? Ist das vielleicht der Bürgermeister, der wie die meisten hier bloß noch Husmeister nennt wird? Dann wählt sie am Ende von den nun inblendeten Nummern bitte die 1. Für Use Claudia, die freundliche junge Dame, die das dem Mannslühe in ihrer Arbeit nicht so ganz schwor morket, wählt sie am Ende einfach die 2. Und wenn sie den Mann für Gottes Wort in das Hartes lorden hat, usen Pastor Christoph Budde, dann wählt sie am Ende von der Telefonnummer bitte die 3. Ist er das aber leiber, dass unsere Lehrerin Annemarie hier als Siegerin gut geht, dann wählt sie einfach die Fähre. Und ist ihr Lieblingskandidat am Ende use Doktor, der immer noch nach der Kamera sucht und sie nicht findet, dann ist Hai für sie die Nummer 4. Ist er aber das leiber, dass unsere Gaue Erna hier als Siegerin gut geht, die hier eigene Regeln aufstellt, wie sie die Probleme so löset, dann wählt sie am Ende von der nur eingeblendeten Nummer die 6. Sie habt jetzt eine knappe Stunde Zeit für ihre Entscheidung und drückt natürlich auch erstmal noch die nächsten Spelle hier in Wald abteufeln und dann erst eine Wahl treffen. Und natürlich gäbe nun auch noch jeden von unseren Kandidaten die Möglichkeit, sich direkt an den Taukickers zu verwenden. Und somit sage ich, hier boxt der Papst, Sie schön sich mal nicht schämen. Herzlich willkommen in das Waldcamp von Hörm. Hallo, Gilü der Guten. Ich bin dann die Erste, die hier was sagen schall. Hätt man gut Lust. Aber ich dau hier ganz sicher nicht umschleim oder um jou Anruf beten. Wenn ich hier gewinnen schall, wählt einfach die Nummer und das ist die 2. Und die 2 ist Gott, denn mit Nummern kenne ich mich ja gut. Sie verstaat? 2 Sorgen sind das, worum ich mir an jou wenden soll. Erstens will ich hier gewinnen und die Kohle kassieren, denn in düssen blöden Wald kommt bei mir absolut gar nichts in die Kasse. Ein Schlaf ist hier, sogar der Moderator hätte mir aufblitzen lassen. Ich denk, Hai ist schwul, kann ja nicht anders. Naja, und der zweite Grund ist der, dass ich noch einen bierten Tiet brauch, um die Krügersche und den Bürgermeister hier fertig zu machen. Aber ich denk, ich heb's in Wolle so wie's. Also, lord mich nicht im Stich und raucht vor mir an mit den 2 ans End. Och ja, und dann sollen wir noch sagen, was wir mit den 500.000 Euro machen, fast wie hier als Gewinner hochfahren. Also, dafür köp ich die Ole Schaule und morg dann Edelhof um. 1 Claudia? Hey Papa, give me 5. Wie blieb es noch? Da kannst du den christlichen Maßruf verwenden. Liebe Bürger an die Bildschirm zu Hause. Seit 3 Tagen bin ich nur hier in das Waldcamp. Wir lernen hier mit wenig Erden unterkommen und mit wenig Wohlstand. Und wie spät hier, das ist neu für mich. Wir lernen zu deinen und das gegenseitig zu achten. Solche Situationen hätte auch wohl Jesus Christus Gott kennen. Alle in die Bergpredigt heißt das. Padre, keine Predigt, kein Wörtchen Sonntag. Die Lühe schon anrauben von die. Das ist alles, was zählt. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich fange dann einfach nochmal an. Liebe Bürger, ich bin hier in das Waldcamp. In das Waldcamp von Hörm. Gestern habe ich versucht, für meine Mitstreiter einen lütschen Gottesdienst abzuholen. Aber die Zuspruch wird nicht so ganz gut. Ich wollte den Kandidaten hier Gottes Wort verkünden.
weil hier untereinander doch nicht bloß schon mal Frieden herrschen darf. Und wie heißt das so schön in unserer Schrift? Liebet eure Nächsten wie euch selbst. Denn wer von euch... Pastor Christoph Bode Nummer 3, das ist die Nummer. Ist ein prima Kerl, ein Bierzen Stiere, aber den kriege ich auch noch hin. Raubt gern an für ihn, aber erst nachdem sie umlegt und die 2 gewählt habt. Claudia, ich habe dem Leben aber noch so viel zu sagen. Wenn ich gewinnen schön hier... Dann morgt doch dann endlich. Also, die eine Hälfte würde ich für die Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde verwenden. Und die anderen 500.000, naja, ich soll mir doch gerne einen Wunsch erfüllen. Eine Weltreise möchte ich gerne morgen. Und all die Stellen besorgen, wo Jesus erwähnt ist. Super Idee, Padre. Und nun komm. Die habt sich, wie schütt denn Taukikas hier einzeln vertellen, worum wir so für uns anrauben schütt. Tja, wenn ich das wüsste, dann war ich auch was schlauer. Ist aber eigentlich gar nicht so schlecht hier. Man muss bloß manchen Lühen wiesen, wie das hier Theologen hätt. Dann klappt das all. Vorgestern wollen die eine von den Fernsehfritzen die Inventarie wegnehmen. Ich hab aber nicht lange diskutiert mit Ern. So wie ich weit hätte das Krankenhaus anrauben und sich das Schienbein von Ern wegwehren. Tau Äten hätte ich hier auch kriegen. Und Meister Heidfeld mag für mich alles, was ich will. Gar nicht so schlecht sonst glauben. Naja, immer das Achtag hörten hier. Mir ist das egal, ob sie wird, dass ich gewinnen darf oder nicht. Morgen sie das so, wie sie das für richtig holt. Ach ja, und eine Nummer schön wir noch singen. Die Sesse, was das wohl. War doch jümme das Schall. Und wie schön uns Gedanken darüber morgen, wenn wir mit einer halben Million morgen. Tja, ich weiß auch nicht. Aber so ein Obdachlosenheim, das nie ganz alleine gehört, und wo ich alle meine Freunde aufnehmen können, das wäre schon was. Ich denk doch an die Ode Schaule. Aber das ist sowieso bloß ein Traum. Das ist all die 8. Dose von dort. Da trifft sich. Ich mag das gehört. Wer auch immer ein hören wollte, dass ich die intern schon nicht kenne, schämt sie sich. Oder kommt sie so mir her. Das hier ist das Kohlegrausen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts gräsiger belebt als das hier. 3 Nächte habe ich mal nicht mehr schlafen. Wie schau man nun wohl, wenn man bange werden muss, dass irgendwelche Lütgen Viecher mit denen kommen und huset. Und 2 wannig freundliche Damen mit mir in die Kaschemme auch noch huset. Da habe ich dann nicht bloß Angst vor den Lütgen Viecher. Oh nee.
Immer das Hoppe zu forten. Mein Leben ist hier gefährdet. Und ich weiß auch nicht, wie lange das ich das hier noch umprobe. Ich habe gedacht, das war ein Spaß. Und habe gedacht, was sei die Bürger von Hörn wollte. Ich wollte so gerne wie einen Anwalt anrauben. Aber nee, kein Telefon. Darum mein Appell an sei, die Bürger von Hörn. Bitte raupe zu Anfang, dass ich zumindest entschädigt werde für diesen Horrortrieb hier. Vielen Dank. Ach ja, und wegen mein Auftritt hier am ersten Tag, ich meine, ja, wo sie mich wahrscheinlich in Innerwest seine habt. Das tat mir leid. Das hätte ich nicht extra dorne, denn so pietätlos bin ich ans nicht. Ich hoffe, Sie versteht das. Vielen Dank. Wo muss ich hinkriegen? Einfach mal vorne. Gaut. Ja, was soll ich sagen? Ist ganz schön aufregend hier. Und ich muss bislang noch keine Würmer oder Käfer essen. Die sind hier alle bannig verschieden und Stried aus so Form. Aber das ist mal eine Abwechslung von mir Leben als Doktor. Ach ja, solange wie eine Praxis geschlossen ist, aber nennt natürlich alle anderen Ärzte in unserer Gemeinde wie eine Vertretung. Meine Endzahl für Ihre Anrufe ist die 5. Vielleicht raubt an für mich, darf ich fragen. Ist das jetzt alles abteilt worden? Wird das denn Gaut so? Ja, super, das recht du wie. Aber bitte noch ein Wort von möglichen Gewinn. Ach ja, ich habe da noch finanzielle Verpflichtungen abzutragen, weil, naja, ich hatte mal vor ein paar Jahren Großutgaben, wo ich nicht für darüber hören will. Die will ich dann mit dem Geld erstmal abbetreuen. Herr Bürgermeister, ist gar nicht so schlimm, wenn man bloß wüsste, wo die Kameras führen. Entschuldigen Sie vielmals. Die Tränen drücken bloß die Freude unter die Kirwänder. Lasst mich bitte nicht im Stich und raubt sie für mich an. Und das Geld, was ich hier gewinnen will, profitiert alle Bürger von Hörn. Ich verspreche das. Und wer mag anders ein Versprechen als wie die Nummer 1? Bitte lasst mich nicht im Stich und raubt sie für mich an. Du Leibetit, was für eine Show. Unser Bürgermeister. Würden das wahrhaftig echte Trauen, Heidi? Nu, das soll er ganz nah utnormen. Raubet sie nun also an, für euren Lieblingscamper. Und wenn sie hier irgendwen ganz besonders toll findet, dann drückt sie natürlich auch ganz besonders oft für einen Anrauben. Bürgermeister, die Sache aber wirklich verzweifelt, findest du nicht? Tja, oder sollen wir unseren Waldgärtpsychologen da schicken? Den Memmel scheiße ich nicht so anstellen. Emma, wo kommst du denn her? Himmel! Ich hab pullert. Ey, der Tüske ist echt toll dafür. So was hab ich auch gern. Sei het pullert, meine Damen und Herren. So was aber auch. Und wenn du hier vielleicht als Siegerin rufst, Erna, sag einer schönen, großen Sanitäranlage, für die absolut nichts mehr im Wege. Ja, das sei die ja noch. Ich kann noch mal wer da die anderen, ne? Nee, Anna, du kannst fix hier bleiben. Denn sie wird direkt mit der nächsten Stelle anfangen. Und darum bitten wir auch alle anderen Kandidaten, sich wieder hier auf den Stammplatz
von unserem Waldcamp into finden. Meine Damen und Herren, ein neues Spiel, ein neues Glück. Hier in das Waldcamp von Höhm. Meine Leiben, rein, ja, alle wir hier zu Hause tauchen. Wie geht ja das? Schlecht. War nicht schlecht. Richtig schlecht. Gaut, ganz besonders Gaut. Na, da hätte ich nur die Antworten exakt andersherum erwartet. Immerhin hat Claudia gestern die zweite Aufgabe für ja alle lösen. Und die hat das in sich. 30 Minuten wird sie in einen geschlossenen Kasten mit 500 Kakerlaken entsperrt. Und sie hätte das durchstehen. Und sie hat dafür gesagt, dass wir von der Bord Obenbrot kriegen hätten. Ne? Mit was Leckeres achteran. Und das für uns alle hier. Kein Ding, Lühr. Ich hab in meinem Leben all so viel zweibeinige Kakerlaken auf den Körper folgt. Was können wir dann 500 von der Lütche Viecher anschauen? Boah, ey, das kriegt die Primitivität aber just die Höhe. Stimmt, Krügerlein. Wie alle haben auch die Leiber in den Kakerlakenkosten sein. Wenn sie den nicht fräten haben, wärst du zumindest vor Schreck unten weggerannt worden. Herr Kühnapfel, Frau Krause-Winkelmann, ich glaube, Ihnen hat nicht mehr länger gefallen von diese impertinente Person. Impotente Person, die langweilig seine Krügerlein. Außerdem gibt das sowas bloß wie Kerz. Aber woher schützt du das Umwelt? Herr Kühnapfel, so glaubst du doch was. Norman, ich bin Norman, Annemarie, und das ist Heidi. Warum denn mal also so förmlich? Warum? Weil ich hier in 4 Tagen der Route bin. Und wir sind sicherlich nicht so schnell, wie ihr seid. Zum Glück hätte aber noch keiner kapituliert und will freiwillig das Camp verladen. Ja, ich will gehen das Camp verladen. Und ich weiß auch nicht, wie lange dass ich das hier noch gut hole. Das bleibt mir alleine über die Sympathie von den Schaukickers. Naja, und immer das Geld. Ich war auch gut hier. Du baust erstmal wie eine Hängematte da inne. Förder lobt dir gar nichts. Ist das klar? Ja, Erna. Den hast du aber ganz gut erzogen, Erna. Du Leibetit, mit Moll oder 2 Kandidaten doch nicht mehr gut hier? Und dazu sagen wir nun mal just nix. Denn so schnell lag wir ja auch hier nicht gone. Wie schön den Herren. Aber besonders unsere Claudia dankbar wäre, ne? Dass sie gestern für das Erdenspiel und Dörr holen hätte. Die Wörter von Pastor Bulle in unseren Ohren. Und weil die morgens so sicherlich ein Werk knurrt, gar das direkt für dann mit der nächsten Spiel. Leibe Taugigers der Huse, Leibe Kandidaten. Das nächste Spiel hier im Waldcamp von Höhm. Vielen Dank an den Mitarbeiter von der Waldcamp an dieser Stelle. Tja, meine Leiden, da startet nun. Und das nächste Spiel heißt... Traudi und ihr kennt das. Leibe Gott, ich ahne ja was. Geil, die mag sich nur allwer in den Boxen. Traudi und der Kenner, was soll das heißen? Und auf diesen Decken befinden sich 3 Kästen mit verschiedenen Inhalten. Für das Spiel guckt wir das mal nicht ein. Nee, wir brauchen 3 Kandidaten. Und wer das ist, entscheidet wie immer das Los. Aber das Los ist das mal tückisch. Denn diejenige, die tagen wird, die muss gar nicht Sünn spielen. Halt drauf entscheiden, wer spielen muss. Gütiger Gott.
Habe ich alles von hören, Bürgermeister. Da bin ich ganz sicher. Nun blieb mal locker, Leute. Ist doch alles total easy. Also ich habe in mein ganzes Leben noch keiner Becken hingreifen, wenn ich nicht sein kann, was da inne was. Das läuft wie die Krügerlein. Ist bei mir allerdings ganz anders. Ich hab vor allem in Kerlsbüchsen gräben, ohne vorher zu sein, was da inne ist. Und da kann ich dir singen, da man manchmal... Oh, Gott. Claudia, das hört hier nun nicht her. In dieser Box sind Zettel mit Jau-Namen. Und wie wird nun den ersten Namen teilen? Und diese darf dann entscheiden, ob er selbst spielen möchte oder ob er Leiber die Aufgabe Vierer geben möchte. So, darf ich die bitte? Oh, sicher. Liebe Lühe, ob den Zettel staat. Claudia! Yes! Yes, yes, yes! Woohoo! Wie gäbe die nur einen Moment tief, um darüber nachzudenken, ob du selbst spielen möchtest oder ob du lieber einen anderen Kandidaten bestimmen willst? Doch, das bloß nicht. Du bist viel besser als wir alle der Hope, Claudia, Kind. Wenn ich das morgen schall, ich bin sowieso so gaut als Tote. Ist okay, wenn ich schall, Claudia. Mich schockt nix. Ich kann das nicht. Bitte quäl mich, Claudia. Und vor allem auf die ganze Kamera aus dem ganzen Haus. Und wie nutzt ein Lüsseltiet im Örterhuse den wunderbaren Kastentau zeigen? Und vor allem, was da inne ist. Heidi, bitte sehr. Oh, wie schön, Heidi. Gib doch mal. Ja, was auch immer sei ja schön verstauen mögen. Da sind Viecher inne, ekelige Viecher und Schlangen und was Glibbriges, wie Morgenschniffen, nichts für. Himmel, ich bin der Hus. Schlangen und Tierchen sei ich hier eigentlich nicht. Wie Leiden. Da gibt noch viel andere widerliche Viecher, wie Morgen nichts für. Das stimmt allerdings. In jedem von diesen Kasten befinden sich 2 Sterne. Und jede Stern bedeutet ein lecker Ecken. Also wird das natürlich von Vorteil, dass alle Sterne rundholt wird, damit auch jeder was zu essen kriegt. Claudia, komm doch bitte her. Die hat das erste losgerochen. Und nun sag uns, was für ein Kasten schaltet zuerst, Lene? Ich wähle direkt den ersten. Ja, denn sag uns auch, möchtest du Sünsch wählen oder wählst du einen anderen? Und wenn du einen anderen wählst, dann Motte, ob er will oder nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Ich sterbe, ich sterbe. Also, ich hab gar nicht Kohldampf. Ich will auf jeden Fall was zu essen. Ich könnte das ja sonst versäuken, aber ich denk, wenn das um das Fäulen geht und das Wäulen im Sorgen, um darin was zu säuken, dann kennt Erna sich am besten da mit ihm. Erna, prima. Bist du denn bitte so leid? Klar, kein Problem. Ich kenn jeden Müllermann von Hören. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Alles grau, Erna. Die Schöner von Packen, die ist meistens ist gut. Ja, das ist es. Hau dann spät, möchte ich dir sagen, du schaust aus diesem Kasten die beiden Sterne holen. Wenn du dann auch noch sagen kannst, was in den Kasten inne ist, gibt's Badentau, wie das Elfen, noch 2 ganz tolle Überraschungen. Bist du so wie? Klar, kein Losgehen. Ja, dann will ich nicht länger träumen und sage, Feldlücke, Erna.
sind keine Sterne. Ah! Aha, Moment. Nein, einfach noch. Beide Sterne hat Erna Ruthold. Das bedeutet 2 Ecken. Super, Anna. Komm. Jetzt habe ich Zusatzfrage. Und die Überraschung. Kannst du extra noch sagen, was für die Kastine ist? Ach, das ist doch Schiedemann! Und genau das ist richtig, liebe Erna. Was? Das ist Kauschiken. 2 Überraschungen nach dem Essen. Hast du so mit Oker ins Bett. Vielen herzlichen Dank an dich. Nun darfst du nach Achtergang und nochmal ein ganz großes Lob an die. Und nun kommt wir ein Nistkasten, den Dreier habt ihr davon ja da. Norman, die Lose bitte. Nichts leiber als das, liebe Heidi. Und der zweite Kandidat halt. Bitte nicht, das ist ein Kerl, ich hab mich verraten. Sech, dass die Krügersche ist, dann was zu geil. Ganz ruhig, Anneliese. Annemarie. Das ist Annemarie. Nee. Boah, geil, ey. Heute ist mein Glückstag. Nee, wir gehen einfach diese Kastens. Wenn man Söhn tagen wird, hätte man noch die Wahl, Annemarie. Wenn die einer bestimmt, musst du. Aber in diesem Moment darfst du doch entscheiden, wer spielen muss. Na gut. Los! Trau die Krügersche! Genau, und Lord, ne fiesen Krütschspiel und eine grüne Mamba in der Wähne. Na gut. Bevor ich mir aber gern muss, Norman, Heidi, ich will nicht Söhns. Ich spiele nicht Söhns. Ich wähle. Ja, und wer soll er denn wählen? Ich bin ganz schlecht in Freuen, Annemarie. Wenn du nicht machen möchtest, sollst du beide auch nicht nie wählen. Also ich denke, wenn das über das Vollen geht, dann schau unser Doktor das morgen. Er ist doch Frauenarzt. Oh nee, bitte nicht. Stefan, komm bitte, Taus. Was kann ich auch vor, Annemarie? Ich bin vereinsbange. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auch mal Kameras sind, die alles umteigen. Mann, ey, Doc, du magst in die Allwehr in der Büchse. Annemarie, was für einen Kasten soll er denn wählen? Ich nehme den in die Mitte. Stefan, du kennst das Spiel. Bitte spielen. Oh nee, oh nee. Was macht er in der Welt? Mensch, Doktor, riech die Mutter zusammen. Du schaffst das, Stefan. Ist das glitschig? Ja, aber dann bin ich eingezogen. Viecher. Ekelige Viecher. Ich heft das nicht. Ich heft das nicht. Na, so dumm, dass die Hand da nicht reden muss. Oh, Stefan, wenn du Affenmel abbrechen möchtest, darfst du das Daumen. Aber dann gibt er natürlich keine Sterne. Und keine Sterne bedeutet kein Elben. Mann, ey, Doc, du hätt mal einen Bierten Mut. Ich versuche das nochmal. Ich will keine Sterne. Das sind aber welche inne. Garantiert. Los, Stefan! Stefan,
Ich kann nicht mehr. Wär's mir bitte nicht null. Aber ich kann da nicht noch morgen kriegen. Dann werde ich ohnmächtig. Das ist mir schlimm. Naja, trotzdem, vielen Dank für die Mut. Und einäten ist ja, glaube ich, gut kommt. Kannst du uns denn auch sagen, was in den Kasten inne werden könnt? Ja, was weiß ich? Irgendwas Lebendiges. Und mit Pelz. Ich tippe um auf eine Ratte oder so. Ein Fexe Bisamrate, das Abendäten für unsere Lehrerin. Ja, Stefan, das gibt denn wohl kein Ettenbaumtau, weil eine Ratte ist das nicht. Egal. Hauptsache, das ist vorbei. Danke an Stefan. Und wie weiter mit dem dritten und letzten Kasten. Norman, die Lose bitte. Und der dritte Name, der hier taugen wird, ist... Use Pastor? Nee, Use Bürgermeister? nee, das ist Dr. Stefan Dreier. Hoch, just noch Sümmsen später. Und wer trifft eine das los? Oh nee. Wie nochmal? Ich bin total fertig mit dem Feld. Himmel, sei kollabiert. Heibert ohnmächtig. Stefan, als Gaun, sag uns doch, wer soll das letzte Spell spellen? Die mir das im Wort fällt. Alle machen. Oh, schnell, Herr Doktor, entgartet nicht Gaun. Hallo. Nicht doch warten, Sims ist ein Doktor. Das hat nichts zu sagen. Und kein großer Minske wie du und ich. Der kommt allwehr auf die Beine. Herr Kühnapfel, Frau Krause-Winkelmann, ich fange den Spell an. Der Doktor war ganz offensichtlich nicht ganz bissig. Er wusste nicht, was er singen soll. Klar wüsste ich, was die sehr. Wenn doch Blut und Dütlich von sich geht, da derjenige spielen schall, der irgendein Inbruch trifft. Und da bist du wohl du, Krüger. Ich wehre mich aber dagegen. Das geht hier definitiv nicht mit rechten Dingen schauen. Und ich wende mich an den Vorsitzenden von dem Fernsehsender. Ja, genau. Schrieb doch Leaks an die Bundeskanzlerin Merkel. Die scheint die wohl helfen. Wie wird hier nun kein Spiel, ja? Und mit rechten Dingen tauger und schallert du. Heidi, was schlägst du für? Naja, Annemarie, wenn dir das recht ist, dann teilt er ein Neues los. Oh ja, da passt mir sogar ganz besonders recht. Ey, das ist aber total unfair. Das find ich auch. Ist doch egal. Nee. Kein Striedkinder. Norman, die Lospost bitte. Und der nächste Kandidat halt Erna! Ha! Und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte wähle ich Annemarie! Erna, du bist die Beste. Noch Fragen, Annemarie? Ich weiß nicht, was ich singen soll. Das Reingreifen. wird eine Verschwörung werden gegen mich. Ja! Aber nee, wir hätten die alle so gern. Und deswegen hätten wir die Werbung. Nini, krieg ich in den Kasten. Guck an, Annemarie. Du kannst das, dies und das. Wir will doch alle was äten. Hab Gott vertrauen. Da scheint wohl nichts Gräßliches passieren. Oh, und mit den Scheulers hast du auch keine Scheu. Den morst du bloßen. Und hier, wo du kniepen, das ist ja wohl fullarmig. Na gut. Die hätten dazu wollt. Und schon ich auch gute Latschen kippen, so wie unser Doktor. Der gibt dann eine Anzeige von mir an der Fernsehen. Ja. Dass das schon mal klar ist. Ey, aber keine Ohnmacht vortäuschen, sonst gibt das von mir eine Anzeige. Und von mir auch! Annemarie, viel Glück, bitte spell.
Na, ist das doch nicht so gräsig? Die kreischt ja gar nicht. Für sich klingt die so ohnmächtig. Verhalt auch nicht immer. Ob ich sie mal anschubsen soll? Tja, Annemarie, so wie das sind, ist das gar nicht so gräsig, wie du dachtest. Aber Lotti Tiet, erstmal musst du die Sterne finden. Und um eine leckere Überraschung zu kriegen, musst du uns auch noch sagen, was du da just freuen darfst. Was ich just freue? Ach ja, die Sterne. Die Sterne wollte ich hier auch noch finden. Was magst du dort? Ey, Lühe, was ist da in den Kasten inne? Unsere Lehrkraft ist ja gar nicht mehr so dünn. Annemarie, alles in Ordnung? Ja, alles ist in Ordnung. Annemarie, die Brücke der Sterne. Kannst du die denn nicht finden? Secht die überhaupt danach? Irgendwas bestimmt mit ihr doch nicht. Kickst du doch mal an. Ey, Lü, mir ist das hier jetzt nun echt zu blöd. Was ist in den Kasten inne? Das ist doch gegen die Regeln. Wenn du bitte deine abgeworden würdest. Was ist denn nur in den Kasten? Annemarie? Hallo? Moment, gib doch bloß mal. Was sei da? Ja, ich sei das auch jetzt. Aber wie wird denn Taukickers das später nicht näher erklären? Annemarie, Ja, Ist das geil? Die ist geil. Wie wird doch hier nun keine verkehrten Leute, also Annemarie hätte das Dingens, also ich meine, den Inhalt von den Kasten nur genauer in der Soft. Ja, so kann man das auch gut drücken. was ist mit den Sterne, Annemarie? ach ja, die Sterne. Ich finde die alle. Hier, Ja, zumindest was wir hätten. Ja, richtig. Pief, Ecken sind somit auch noch spät worden. Na, und wenn es doch noch ein Wirten ohnmächtig blieb, dann langt das ja für uns alle. Kommt wie nur traurige Überraschung. Annemarie, du wirst ganz schön ruhig. Kannst du es was dort sagen, was du dort wolltest? Ja, also das was, Dann war's geil. Ist das nicht so, Mary Krügerlein? Claudia, du lernst doch aber lecken. Was das was? Ja, und ich bin mal nicht gespannt, wie sie da gut drücken darf. Was du da gefummelt hättest. Herr Kühnerpfel, Frau Krause-Winkelmann, ich bin empört. Das Fernsehsender, das war so eine Schweinerei in den Kasten zu packen. Und da doch noch verlobende Kameras, wo es noch Kindertauglich gibt. Das hätten noch spät. Aber Annemarie, wovon hörst du? Da war's ganz gewiss nichts Unanständiges in der Box. Nix, absolut nix. Dafür liege ich wie eine Henne für. ja, ich meine auch. Aber was natürlich in die Fantasie auflöpft, das können wir nicht sein, Krügerlein. Ja, du hast sicherlich keine Probleme damit. Und du kümmert in den Kasten was. Ist auch kein Wunder, dass du schön das damit immer. Da muss ich die leider enttäuschen, mein Leibe. Ich mach die Dinger nicht. Ich stau mehr um Appels. Was ist hier eigentlich für eine Aufregung gegangen, Annemarie? In den Kasten war's ganz gewiss nichts Gräsiges. Wenn du wollt, kannst du doch sogar nicht bieten. Ja, genau! Wie drin! Wie drin! Eine Banane, Mensch, was ist denn da an so schlimm? Na, Erna, vielleicht hat Annemarie Probleme mit der Form von Düsseldorf. Oh nee, das ist das scharnierlich. Ich mach ganz schnell wieder hier.
hier so schön mitspät habt. Das Essen wird vorbereitet für jou und wie wünscht jou einen gauen Appetit. Etwas Lötter kommt ihr denn hier noch mal her, um mir jou zu erzählen, für wer mit lang am meisten anraubt worden ist. Bis dahin ruht ja gut, schöpft Kraft für die nächsten Stelle und vor allem verdreckt jou. Tschüssi! Ja, was meint ihr denn, wer hier gewinnen darf? Na, die ne Chance steht doch mal nicht schlecht, so wie du in der Mess rum wolltest. Das muss doch Indruck machen wie die Lüge. Ja, und die beiden, die sind ja nun gar nicht eine Regel gekommen. Sie habt das ganz großartig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich so was im Mord habe. Wie schön ein Dankgebet können. Löter, Pastor, Löter. Also ich habe den Kasten mit der Diät auf den zweiten Stern gerollt. Allein damit sie über der Erde fliegen soll. Schleimer, oh, mief das hier. Frag mal einer am Fenster oben. Sag mal, was siehst du hier eigentlich noch rum? Ist meine Hängematte all fertig? Mag ich doch einer, ist gesprochen. Sind wir eigentlich noch auf Sendung? Nee, wieso? Wenn keine Späne sind, dann wiesen die doch Werbung im Fernsehen vor der Toki-Kosten. Christoph, was denkst du denn, wie ihr gewinnen darf? Oder 60 Berger werden Deutsche auf keinen Fall gönnen. Also, ich bin froh, dass ich das entscheiden muss. Die Menschen habt uns wählt und du hättest doch bald jeder verdient hier als Sieger Entschuldige, Padre, aber manche Kandidaten sind hier nun völlig fehlbesetzt. Ich weiß, dass du mich nicht machst. Und das ist egal. Ich mach ihn auch nicht. Ja, du mir auch. Padre, sag mal, du bist doch evangelisch Pastor. Das heißt, du kannst auch freien und so. Ja, das ist richtig. Aber du hast keine Tusse, also ich mein, Kiddies hast du auch nicht? Das hätte sich nicht ergeben, wird lang. Na, wie soll ich scheiden? Hättest du auch mal so Lust du? Ich fort das nicht. Ich fort das einfach nicht. Du schützt den Grund um Bodenscherben, Claudia. Na, leg mich doch. Ach, könnt ihr ja denn nicht endlich mal vertragen? Ich frage mal nach, wie das über den Doktor steht. Und entschuldige, dass ich die Frage nicht beantworte, aber ich bin damit überfordert. Sag mal, hättest du den Pastor da an, wenn ich just ein Angebot mache? Mensch, Erna, es kommt doch nichts rein, diese Werke in mein Geldbühl. Und wer garantiert mir denn, dass ich hier als Gewinner rumgehe? Immerhin sind wir 6 Löwen, ja. Du, wenn ich gewinnen darf, denkt ihr, wie die was ab. Ich wüsste sowieso nicht, was ich mit so viel Geld anfangen schön. Erna, du bist so eine Leibe. Ja. Erna, du hast ein Handy? Oh mein Gott! Das hat ich doch den Bürgermeister abgelöst. Das bimmelt! Was mach ich denn jetzt? Ja, was denn wohl? Hallo? Okay. Ja. Gut. Die Frau vom Bürgermeister? Nee, irgendein Fritze von Rathus, Grauenfrühen von unserem Bürgermeister, soweit ich das beurteilen kann. Ja, und was wollen die? Erna, ich weiß ja nicht, ob du eins mitkriegst in unserer Gemeinde, aber hätte nicht letztes Jahr der Landkreis den Neubau von Rathus ablehnt, weil das Gebäude noch kaum in Schuss und auch erst 20 Jahre alt ist? Ja, Mino auch, da kriegst du was mitkriegen, Herr. Aber düste Typen am Telefon hätten mir just den Neubau bestätigt und auch, dass das alles so wett wie Heider wünscht, mit Privatwohnung unterm Dach und vom goldenen Hähnen hätte er gehört. Goldene Hähne?
Vielleicht lässt er sich schon wieder Futstoppen und vergolden. Oh, ey, ich hab ein Jümmel wusst, dass unser Bürgermeister